Moyen. Hi sind ich hoffe, es geht dich noch immer gut. Hi sind wir mit unserem Stuhl. Und heute machen wir eine Session, wie ich die nicht morgens ab. Und ich versichere, die Gelenke vielleicht ein bisschen zu rützen, eher ich aufstehen. Das heißt, wenn ich dann im Bett mache, die heute Serie dann im Bett machen oder auf einem Stuhl. Passt immer gut op, wann der aus dem Bett rauskommt, weil am Bett ist es gut fern, dann kommt man raus, passt du op. Also die heute Serie könnt ihr entweder am Sitzen machen oder an ihrem Bett morgens. Speziell am Winter, wenn du kalt ist, März an ihrem Bett, okay? Also wie immer fangen wir an, direkt als Scherit, teilen sie noch die Beine, in mein Kugelschatz so. Wir fragen uns, wie geht es mit dem Morgen oder dem Mittag? Und ich habe es viel. Das ist, wie geht es mir physisch? Und dann ist die zweite Frage, wie geht es mir emotional? Sind ich traurig? Sind ich happy? Egal was könnt. Und dann so los, machen wir dann ab. Und dann fangen wir an, indem wir den ganzen Körper kontraktieren. Das heißt, wir fangen mit dem 7 an, wie wenn das 7 geht, so zusammen rappen, okay? Ganz Gelenke. Von innen, Knien, Heim, an den Hüften, alles so. Ich meine, Tanz so, ich zittere ein bisschen, Genick, als ganz zusammengezogen, ganz kontraktiert. Und dann muss man loslassen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Der ganze Körper ist so etwas wie Beton, wenn er kontraktiert. Okay? Wir fangen an hier an. Macht nicht so viel, und der Kramput los. Okay? Der teilt den höchsten Körper ab. Das ist für die Idee. Ich gehe davon aus, dass wir die heutige Session machen. Das ist wirklich wie, dass der Körper sich in Bewegung setzt. Fangen an hier an, zusammen, wir kontraktieren den ganzen Körper, Zehen, Gelenke, alle Gurten, Knien, alles. Hüften. Ich schiebe die Schultern ein bisschen. Ich mache 12 Faust. Ich gucke ganz schnell. Und dann ganz relaxed. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du machst den ganzen Körper schon relax. Okay? Man hat schon nicht gesagt, wir versuchen alle Gelenke in Bewegung zu kriegen, und wir werden aufhängen mit dem Enkel, Fußgelenk, linke Fuß ein bisschen heben und dann einfach drehen. Nicht so heiß wie ich. Ich meine, ich habe das just nicht für das, was ihr seht. Ihr könnt Boden machen, ganz ein bisschen mit drehen. In eine Richtung, versucht so weit zu gehen wie möglich. Guckt. Okay? Eine Richtung an die andere. Ganz relax. Ihr könnt es machen, Boden ein schiebendes Bein für das, ihr es seht. Ja? Okay, schlossen. Den Fuß könnt ihr ganz leicht zurück und dann machen wir es. Der andere Seite, selbst drehen in eine Richtung. Versucht ganz weit zu gehen. Und macht es los, also nicht so ist. Also das ist kein Mayonnaise, Fußgelenk. Und dann so geht ein bisschen krack. Das beweist, dass man mehr machen muss. Normal bewegen wir uns immer Männer, und du willst dir nur alles fein. Ein bisschen Bewegung geht gut, zu viel ist auch nicht gut. Okay. Die 2 Füße im Boden. Könnt ihr die Fußgelenke spüren oder nicht? Einfach nicht mehr spüren. Okay, aber so weit sind, Knien.
könnt ihr auch am Bett machen. Ne? Wenn ihr am Bett macht, zieht das Knien zurück. Wir haben die geht auf Knien, dann massieren sie ganz einfach. Eine Richtung, die andere Richtung. Und dann muss sie zusammen, dann bleiben auf die Knien und dann drehen wir. Man muss ein bisschen noch 4 regeln im Stuhl. Das ist also ein bisschen schwierig. Okay? Aber wir drehen die Knie, die 2 zusammen. Soweit es geht, kommt ein bisschen auf 4 im Stuhl, sonst geht es nicht, wenn er in der Hand sitzt. Ja? Yes. Eine Richtung, an die andere Richtung. Tipptopp. Da bleiben wir still. Regeln Cherit. Man tanzt so, versucht die Knie zu spüren, links und rechts. Ich sitze mich so, dass ihr mich sieht. Danke links und wir drehen einfach, wir heben die Beine ein bisschen, wenn die Beine schwer ist, könnt ihr ein bisschen aufpacken, unter dem Schenkel, voilà. Und dann drehen wir nicht den Fuß mit den Knie. Ihr seht das, dass die Knie den dreht, nicht den Fuß. Eine Seite, tipptopp die andere Seite. Okay, und dann los, zurück. Regeln Cherit. Aber wenn wir bereit sind, holen wir Zeit. Hier haben wir die Trittsbeine ein bisschen und dann drehen wir, was doch, das die Knie, das nicht der Fuß. So, yes. Tipptopp. Ganz los. Einrichtung und Zeit. An die andere. Und dann kommen wir zurück. Regeln Cherit. Ich komme zurück, ich gucke nicht vis-à-vis. Und dann tüfteln. Wir regeln noch ein bisschen auf 4. Okay? Und dann spüren wir Tüft. Wenn die Beine ganz schwer ist, könnt ihr helfen. Okay? Aber ganz delikat spielt wer an der Hüfte las. Das ist ganz oft ein so, wo man ein bisschen weh hat, eine Richtung, an die andere Richtung. Nicht übertreiben, ne? Geht so weit wie ihr könnt. Und dann auf den Boden, versucht zu spüren, wer an der Hüfte da las. Dann so, versucht wirklich zu spüren. Ihr wisst, dass ihr mit der Hüfte geschafft habt, wir werden spielen an der Hüfte. Wenn wir so weit sind, machen wir die andere Seite entweder ohne anzupacken, wenn die Beine zu schwer ist, wenn das schwer ist, mit den 2 Händen wirklich die Hände aufpacken und dann drehen mit der Hüfte. Mit der Hüfte. Eine Richtung und die andere Richtung. Tipptopp. Könnt ihr die Hüfte spüren? Yes! Okay, tipptopp. Und dann kommen wir so los rum. Wir sitzen uns rum ein bisschen komfortabel. Die Hände auf die Beine. Okay, dann machen wir den Arm ab. Wir packen uns Unterstuhl an, für nicht zu fallen. Und wir versuchen uns 1 oder 2 Mal zu heben. Rauf, rauf. Geht nicht zu weit. Rauf, rauf. Spielt all die Gelenke. Rauf, rauf. Und dann gleich die Kehr. Rauf, und rauf. Voilà, was spielt da? Wie spielt da Hüften? Wir machen die anderen so. Wir atmen ganz relax. Wir atmen auf 2 an, auf 4 aus. Anatmen 1, 2. Ausatmen 1, 2, 3, 4. Wir machen 9 Kehr. Anatmen 1, 2.
Ausatmen. 1, 2, 3, 4. Das ist übrigens ein guter Trick für anzuschlafen abends. Wenn wir noch nicht hören und das so. Okay, wir machen weiter mit den Hüften. Wir tanzen wir. Wir drehen. Versucht zu spüren, was man den Hühner lässt, was man den Hüften lässt. Und dann gehen wir immer mehr weit. Passt auf, geht nicht mehr weit, wie das, was ihr könnt, um nicht umzufallen. Wenn ihr ein bisschen schwer seht, dass das kompliziert macht, just nehmen dann eine kleine Bewegung, das geht durch, okay? Also das könnt ihr von so auf so machen. Ihr müsst aufpassen, was für euch möglich ist. Einrichtung an die anderen. Wir fangen mal klein an, dass wir uns bewusst sind, was los ist an unserem Körper. Ganz relax. Und dann war möglich, machen wir ein bisschen mehr groß. Da können wir sogar ein bisschen die Speck abheben, an die anderen, ein bisschen noch viel, sich zu spüren, was geschieht an ihrem Körper. Spielt ein bisschen mit dem Körper, yes. Und also los kommen wir sitzen, man ganz so, und wir versuchen zu spüren, wer das lässt. Das hier an den Hüften geschieht. Ganz oft schaffen wir nicht gut mit den Hüften. Hier ist kein Gefahr, solange er am Stuhl sitzt. Also die heutigen Übungen können ohne Probleme machen. Und dann machen wir die anderen ab. Für die Serie von den Beinen, von den Gelenken fertig zu machen, fängt man an ein bisschen zu gehen. Ich weiß nicht, ob von der Seite, dass ihr mich seht. Einfach tröppeln. Das haben wir schon ein paar gemacht. Da haben wir da versucht, Spitzen zu gehen. Und dann auf die Faust, voilà, tipptopp. Und dann noch 4. Und dann noch Handen. Und dann Misere. Immer Misere. Macht, was ihr könnt. Okay? Das reicht das für den Körper zu nutzen. Wo ihr eher drauf steht, das könnt ihr an eurem Bett machen. Ihr lauft am Bett, kein Problem. Probiert es. Okay, so los bleiben wir. Kommen wir rum, wir sitzen also relax. Der Regen ist im Scherit. Okay. Analog. Die linke Hand. Drehen. Einrichtung. Alles das könnt ihr am Bett machen. Die andere Seite. Ellbogen. Für dich zu spüren, das ist nicht einfach. Das ist nicht Hand. Einrichtung, die andere Richtung. Und dann Schulter. Weil das möglich, wenn der Schulter wehtut, geht nicht mehr weit wie das, was möglich ist. Einrichtung, die andere Richtung mit Reden. Tipptopp, so wie wir verschwommen. Yes, tipptopp. Und dann oben, weil das möglich, und nehmen wir so aus als tipptopp, und wir können bis ganz hoch machen, anderem rauf, anatmen, rauf, ausatmen, rauf, anatmen, rauf, und ausatmen, rauf. Bleiben 1 Minute und damit zu spüren, was kann ich an der linken Hand tun. An Arm spüren, Handgelenk, Ellbogen, Schulter, wo man alles gehört. Dann sind wir bald parat für den Tag. Dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite, Handgelenk. Das hat auch Kraft hier ans Tun, okay? Wenn nicht Kraft, müsst ihr es nicht oft machen. In die andere Richtung. Tipptopp. Ellbogen. Das ist nicht einfacher. Die andere Richtung.
Yes. An der Schëller no 4. Giet net ze weit van het weh stop. Van de busse kracht. An der Artikulation an de Gelenker geen Problem. Eng Richtung, die andere Richtung. An de Lohne oven, anatmen, iwwer horizontal an dan op, an dan hof, ausatmen, nach een keer anatmen. Geht so weit wie ihr könnt. So. Ich habe kein Schulterproblem, aber wenn es weh tut, stopp. Tipptopp. Mein Daumen macht jetzt so, wir versuchen zu spüren, was dann in den Gelenken geschieht. Und nun machen wir die 2 Seiten. Die 2 Handgelenke. Eine Richtung. Wenn ihr zu viel seht, könnt ihr zusammen machen. Das ist viel mehr Fried. Und die andere Richtung. Ah, bei mir kraken ein bisschen habt. Okay, wir werden ein Minütchen. Und dann tieren wir. Eine Richtung. Und die andere. Es ist nicht so sehr zu machen. Der Rücken bleibt schön, das Gesicht ist relax. Und dann ganz los kommen wir rum. Aber wenn wir bereit sind, wenn wir die ganzen Arme, dass die Schulter auch schafft. Seid ihr bereit? Seid ihr dabei? Allez, noch 4. Nicht mehr weit wie das, was ihr könnt. 3, 4 Mal. Und dann noch anderen. Noch ein Kehr. Okay, und dann noch ein zurück auf Bein. Die Schulterfläche ein bisschen relaxen. Guckt, Schulter geht rup. Und so wie einfach als der lernste Körper. Dass die Schulter wirklich relax sind. Guckt, das bewegt sich bis am Fangren. Aber nicht übertreiben, okay? Das ist so wie eine ganz sympathische Bewegung. Okay, kommen wir zurück auf Bein. Wenn wir so weit sind, versuchen wir den zu heben. Mal horizontal anatmen, ausatmen nach oben, soweit es geht. Du hast irgendeinen, den Fangren und den Plafond zieht. Und da kommen wir so los. Du kannst 2 oder 3 Mal atmen, wenn wir rumkommen. Wir machen nach 2 Mal. Anatmen, horizontal. Ausatmen nach oben. Atmet normal und du hast den oben den 4. von ihren Fangern nach oben zieht. Groß. Man macht da immer mit klein, das ist wichtig, das tut. Und dann auf. Und den letzten Kehr anatmen. Ausatmen. Groß. Und dann kommt ganz relax rum. Tipptopp. Da machen wir ein bisschen noch 4 am Stuhl. Die Hände sind ganz locker. Und dann drehen wir ein bisschen. Nicht so viel. Die Hände gehen links und rechts. Die Beine sind ganz relax. Die ist nicht weh am Stuhl. Die können auch. Ich gucke die Kamera nicht. Normalerweise geht die Kamera. Aber wir fangen nun ganz los mit den Necken. Wir haben den Necken noch nicht bewegt. Also wir fangen ganz los an. Tipptopp, noch ein bisschen.
guck wie agréabel das Kanner spielen so, wenn sie stehen zwar mir sitzen, mit das dieselbe Übung spielt auch fett an den Hüftelassers. So, zu los kommen wir rum. Wir sitzen noch ein bisschen noch an, dass es nicht komfortabel ist. Weil er an Loket, Genick natürlich. Wir bicken den Kopf noch jetzt, Dauer. Jetzt geht, jetzt Schöller geht nicht zu weit am Anfang. Und dann die andere Seite, ganz los. 2-3 cm für uns zu fangen. Vergiss nicht, dass es wir sind an den Fern. Anatmen die eine Seite. Ausatmen die andere Seite. Als Doktor können bleibt nur 4, nicht nur Handen. Aber weiter. Noch 2 Mal. Anatmen nur links oder nur rechts, das ist egal. Ausatmen auf der anderen Seite. Tipptopp. Und dann gucken wir noch an. Okay? Gesicht geht noch rechts, noch an. Aufpassen, Genick bleibt Richtung Brust. Anatmen, ich kann noch gucken. Ausatmen, ich komme noch zurück mit. Anatmen, nur links, ich gucke über die Längsschöller und ich komme noch. Dann gehe ich auf beide Seiten. Relax. Tipptopp. An den Loop. Oven. Noch einen. Anatmen, de Oven nicht zu weit. Ausatmen. Anatmen. Wir nehmen Genick und wir gehen kein Ersatzstücker für das Genick. Ganz delikat, wenn das Genick wehtut, stopp. Wenn wir fertig sind, drehen wir den Kopf. Stell dir vor, als Nuss als ein Pinsel. Und du hast so einen schönen Tableau für unsere Nuss. Und wir drehen am Kreis nicht so weit, dass die Nuss als der Pinsel. Einrichtung, wie weit es geht, nicht übertreiben. Und dann die andere Richtung. Nicht übertreiben, wenn es weht, wie immer, stopp. Tipptopp. Und dann kommen sie los rum. Schöllern sie ganz relax. Man tanzt so. Wir heben Schöllern nach ein Kehr ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und ausatmen. Anatmen, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und dann entspannen. Nach 2 Mal. Anatmen. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und ausatmen. Ein Kehr anatmen. So, dann machen wir die letzte Übung. Dieselbe, mit der wir angefangen haben, könnt ihr euch erinnern. Wir kontraktieren den ganzen Körper. Wir machen 2 Mal. Wir fangen mit den Zehen an, so wie wenn da etwas aufpacken mit den Zehen. Zehen ganz gespannt, Beine, Knien, alle Muskeln. Ich meine eine Faust, Schultern sind ganz, ganz kontraktiert. Der ganze Körper ganz, ganz kontraktiert. Auch Gesicht, auch Genick. Und ich relaxiere und denke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1. Wir atmen ein Kehr tief an und tief aus. Auf der Nuss. Und dann machen wir noch ein Kehr den ganzen Körper kontraktieren. Fausten, Zehen, Schultern, das Becken, Genick, alles.
Sie wie Clown. Alles relaxeren. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Dan machen wir dann so. Versuch nachher ein bisschen mehr zu entspannen. Kann ich noch mehr entspannen, wie das, was ich gerade gemacht habe. Die Schulter fallen ein bisschen mehr auf. Ich spüre meinen Face. 7. Kann ich meinen Fangrind spüren. Spüre ich meinen Daumen. Oder nicht? Die zweite, der Mittelfanger, der Randfanger, die kleine Fanger, kann ich die ganze Hand spüren. Oder spüre ich nur den Teil von der Hand, die am Kontakt ist mit meinem Bein oder da, wo ich eben bin. Nicht, weil ich weiß, weil ich spüre. Ich atme ganz relax. Versuch zu spüren, mit was für einem Lach an meiner Nuss ich atme. Also links oder also rechts. Das ist immer eine Seite mehr wie die andere. Die links als symbolisch Mondseite. Die rechts als symbolisch Sonnenseite und das ändert sich plus ou moins alle 2 Stunden. Hier kannst du am Tag gucken. Spürt die Luft, die rangeht an die Nuss. Dann könnt ihr auch spüren, wann sie rauskommt. Und dann wie immer, wie jedes Mal, physisch und ich hab's viel oder nicht. Ich sage nicht merci für das Mitmachen. Wie gesagt, das heute könnt ihr entweder am Stuhl machen oder an ihrem Bett, morgens eher drauf steht. Und halt dich munter, wir denken an dich. Bis geschwind. Ciao, ciao.